Die Offenbarung ist der Abschluss der Bibel, damit hört sie auf. Und es hat mal jemand gesagt, das kommt jetzt nicht von mir, es hat mal jemand gesagt, die Offenbarung ist das letzte Buch des Alten Testamentes. Das setze ich jetzt in Anführungsstriche. Buchstäblich ist es natürlich nicht so, wie du sagst, gehört zum Neuen Testament, ist ein Brief des Neuen Testamentes. Aber in dem Sinne stimmt es, weil sich in der Offenbarungszeit dann noch alle ausstehenden Prophetien, sagen wir mal des Alten Testamentes oder auch der Evangelien, der Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg, die noch nicht erfüllt sind, sich dann in der Zeit erfüllen. Also von dem her ist dieses Buch fantastisch. Gott erfüllt seine Versprechen, ja, und kommt mit allen zum Ziel. Und jetzt gibt es Prophetie heute noch. Also ich persönlich, es mag mir niemand übel nehmen, jetzt der Zuschauer, ich persönlich glaube nicht, dass es heute noch außerbiblische Prophetie gibt. Die Bibel ist abgeschlossen. Die Bibel sagt, am Ende der Bibel, Offenbarung Kapitel 22, wir dürfen nichts mehr hinzufügen, wir dürfen nichts von ihr wegnehmen. Wenn es jetzt heute noch Prophetie gäbe, dann könnte ich das ja hinzutun zur Bibel. Ja, das mag jetzt ein bisschen lustig klingen, aber ich habe das wirklich buchstäblich so erlebt. Meine Frau und ich, wir waren damals ungefähr erst 4 Monate gläubig, wissbegierig. Wir hatten so einen Hunger nach der Bibel, wir waren für alles offen, das war auch Gefahren. Und dann hat man uns eingeladen zu einer sehr charismatischen Heiligungskonferenz und da sind wir dann hin und wir wussten gar nicht richtig. Und dann ging es um Zungenreden und um Prophetie, Offenbarungen und so weiter und so fort. Und einerseits waren wir begeistert, andererseits skeptisch. Wir konnten mit der Bibel noch nicht so gut umgehen. Gott sei Dank, in unserer Heimatgemeinde hat man uns dann geholfen. Das war wunderbar. Aber da stand zum Beispiel ein Mann auf und der sagte, ja, der Herr hat uns offenbart durch Visionen und eben Prophezeiungen, der Herr kommt in einer kalten Wintersnacht abends um 10:30. Okay. Ne? Und da habe ich gedacht, komisch und so. Dann nachher mal Fragen gestellt, dann auch als wir wieder zu Hause waren. Ja, die Bibel sagt, niemand weiß Zeit und Stunde. Also ja gut, jetzt hat er kein Datum genannt. Aber abends, das heißt ja gut, da muss ich um 4:30 nicht auf ihn warten. Ne? Dann kann ich ja einer kalten Wintersnacht, da kommt er auch nicht im Sommer.